3 Länder innerhalb von 48 Stunden. Das geht. Unser erstes Land ist Bahrain. Das ist ein Inselstaat im Persischen Golf, der bekannt ist für seine moderne Skyline, seine historischen Städten und vor allem auch sein Finanzzentrum. Die Hauptstadt Manama ist ein bedeutendes Handels- und Wirtschaftszentrum. Ihr kennt wahrscheinlich Bahrain hauptsächlich für einen Grand Prix, das Formel-1-Rennen. Es ist aber auch bekannt für den Perlenhandel und das liberale gesellschaftliche Klima im Vergleich zu den Ländern, die rundherum sind. So, nach dem Sonnenuntergang geht es für uns jetzt in die Bay Area, und zwar den Ort, wo in der Nacht die ganzen Hochhäuser beleuchtet sind. Also, wir sind jetzt in einem von den Orten von Manama, von Bahrain, die man sich unbedingt in der Nacht anschauen soll. Die Skyline von Manama, der Tower im Hintergrund, das ist nämlich einer der meiner Meinung nach schönsten Hochhäuser weltweit. Warum? Die Form erinnert mich an Tetris. Schreibt es gerne drunter, ob ihr das auch so seht. Wir finden es cool und jetzt geht's weiter. Guten Morgen, Tag 2 in Bahrain und wir wachen schon mal mit dem geilsten View auf, was man haben kann. Ja, wir haben jetzt gerade einen Kaffee genossen auf dem Balkon mit Ausblick auf Bahrain. Ja, unwirklich. Geil, was man erlebt. Unser zweiter Stopp war der Manama Souk, also der traditionelle Markt von Manama, und der bietet eine Mischung aus verschiedensten Geschäften, von Gewürzen über Goetstoffe, Parfums, Souvenirs, aber auch Gemüse, lebende Tiere und was man sonst noch so findet. Die engen Gassen geben dem Ganzen einen ziemlich coolen Vibe. Ja, und so mancher hat da schon ein ziemlich cooles Mitbringsel für daheim gefunden. Unser nächster Stopp war das Bahrain Fort. Es ist eine historische Festung nahe Manama und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es wurde auf den Überresten der antiken Dilmun-Zivilisation erbaut und war ein wichtiger Handels- und Militärstützpunkt. Wir sind ehrlich, für das, dass der so wichtig war, ist es insgesamt ein ziemlich mickriges Fort. Und dementsprechend, ja, man kann es sich anschauen, muss man aber nicht. Insgesamt ist es ein beliebtes Ausflugsziel mit tollem Blick auf die Küste und es gibt auch ein Museum, das die Geschichte von Bahrain zeigt. Also, Land Nummer 1 ist erledigt, wir sind am Weg zum Land Nummer 2. Also Bahrain Airport, schon sehr cool. Geil. Geile Sitzgelegenheiten, alles irgendwie schön, fancy. So, wir sind angekommen in Country Nummer 2 nach erheblichen Einreiseverzögerungen. Das trifft Kuwait schon mal keine großen Pluspunkte, aber wir sind da und jetzt schauen wir ins Hotel. So, schönen guten Morgen aus Kuwait. Wir haben ganz okay geschlafen und ja, wir werden versuchen, dass wir heute das Beste aus unseren 3 bis 4 Stunden, die wir noch haben, machen. Wir wollten gerade gehen, auf einmal hängt der Frühstück an unserer Tür. Das heißt, das werden wir nur schnell essen. Schaut spannend aus. Bin mir ganz sicher, was das ist. So, wir sind jetzt in Kuwait, genauer gesagt bei dem einzigen touristisch annähernd irgendwie strebenswert anzusehenden Highlight. Das war kein deutscher Satz, aber das ist wurscht. Das sind die Kuwait Towers und sie schauen nicht so spektakulär aus und man kann auch einige. Und das Ganze kostet 10 Euro und die Scheiben drinnen sind offenbar sehr beschlagen und dreckig, darum sieht man nicht viel. Warum erzähle ich das jetzt? Einerseits, damit ihr nicht denselben Fehler macht, aber andererseits, damit ihr ein bisschen das, was Kuwait für uns jetzt bisher ausmacht, wisst. Es ist
nicht so sauber. Wir haben das Gefühl, es ist ein bisschen so in der Golfkriegzeit hängen geblieben. Die Häuser sind alt. Es wirkt eher abgefuckt und es gibt nichts zum Sehen. Fast zusammen, Kuwait möchte anscheinend keine Touristen. Das ist irgendwie schon komplett weird. Ja, und eine ganz spannende Sache ist noch, die Hostess von Bahrain hat uns darüber aufgeklärt, dass die Kuwaiti eigentlich eher unbeliebt sind und nicht so freundlich. Und wir haben uns gedacht, naja, das wird auf einzelne Personen zutreffen. Jetzt müssen wir sagen, es ist praktisch jeder, den wir bis jetzt irgendwie kennengelernt haben, der aus Kuwait war, sei es bei der Passkontrolle, der Uber-Fahrer von gestern oder der Dude vom Hotel. Es sind alle irgendwie grantig. Macht's nicht besser. Ist Kuwait das Wien vom Golf? Ich muss ein wenig flüstern, weil wir sind in der Grand Mosque von Kuwait. Und wir müssen schon sagen, so Moscheen haben schon ein ziemlich cooles Interieur. Schon beeindruckend. Sehr cool. Also die Ruhe da mitten in der Großstadt. Sehr besonders. Sehr cool. Wir haben jetzt nur den Souk besucht, da war vormittags noch nicht allzu viel los, aber wir haben einen Bankomaten gefunden und haben Geld abgehoben. Das war uns nämlich sehr wichtig, das war einer der Hauptgründe, wieso wir da sind. Denn der Kuwaiti Dinar ist die stärkste Währung der Welt. Ein Dinar ist 3,13 € momentan. Krass, richtig arg. Haben wir jetzt. Und jetzt sind wir wieder im Taxi und fahren zurück zum Flughafen, denn es geht weiter, Land Nummer 3. Kuwait begeistert nicht und der Flughafen schon gar nicht. So, wir sind angekommen im dritten Land, wo wir unsere 24 Stunden verbringen, und zwar in Katar. Yes, und zwar in der Hauptstadt Doha. Und das, was im Hintergrund sieht, ist nicht das, was man kennt von Katar, sondern die Altstadt, der Souk ist es. Aber wir kommen bald auch noch zum modernen Teil. So, nachdem der Souk momentan sehr touristisch ist, was heißt momentan, es war eine AIDA-Kreuzfahrt da und wir haben schon geglaubt, es sind alle Deutschen in Katar, sind wir geflüchtet zum nächsten Ort, wo wahrscheinlich auch relativ viele Leute sind, und zwar zur Bellagio Mall. Ein Mall anzuschauen ist nicht ganz unser Ding, aber das ist was Besonderes. Es ist komplett surreal, aber richtig gut gemacht. Es ist irgendwie ziemlich cool, aber so surreal. Wahnsinn. Wir sind übrigens in der Bellagio Mall mitten in Doha in Katar. Die ist dem Stil von Venedig nachempfunden und es klingt komisch, aber es ist irgendwie sehr gut gelungen. Es hat echt einen Flair und schaut sich den Himmel an. Ans Eis laufen!
Ja, also wir sind in einer Mall und ein Mall ist normalerweise kein Ort, den man sich anschauen würde in einem Land. Aber in Katar empfehlen wir es sogar, weil das Venedig da, oder der Stil von Venedig da so surreal ist, mit dem Eisskating-Rink da, mit dem Vergnügungspark, mit den Gondeln. Wahnsinn. Also irgendwie spannend, irgendwie hat es was. Die Energiebilanz schauen wir uns nicht an. So, wir haben den nächsten Ort in Katar, in Doha, erreicht, und zwar Die Corniche, das ist die Bezeichnung für so die Strandpromenade in den Städten im arabischen Raum. Es ist sehr schön, wir haben uns einen Kaffee geholt, das Wetter ist perfekt, wir schauen auf die Skyline. welche übrigens für uns die schönste im ganzen Nahen Osten ist. Auf jeden Fall. So, wir sind am nächsten Stopp angekommen. Und zwar beim Katara oder Cultural Village. Da gibt es einige Nachbauten von europäischen Besonderheiten. Die schauen wir uns jetzt an. Also es sind einige Leute da und irgendwie sind wir uns noch nicht ganz sicher, was da das ist, für was man herkommt. Wir sind irgendwie vom Amphitheater über irgendein Riesenzelt. Ja, nicht ganz klar, spannend. Wir schauen weiter. So, wir haben den letzten Ort des Tages erreicht, passend zum Einbruch der Nacht. Es ist hinter uns ein sehr, sehr ikonisches Gebäude, und zwar das Fairmont Hotel mit seinen solchen Gebäuden. Und das schaut schon sehr cool aus, und das ist nämlich in der Lusail City, was irgendwie so den bisschen angehobenen Lifestyle also in Doha irgendwie entspricht. Und jetzt haben wir gesagt, das schauen wir uns abschließend noch an. So, ihr seht, wir sind schon wieder am Flughafen. Das heißt, wir haben unsere 3 Länder 48 Stunden Challenge erledigt. Insgesamt kann man sagen, es war sehr cool, sehr anstrengend. Und wir werden es nicht nochmal machen. Aber die Länder an sich waren sehr spannend. Weiter geht's ins nächste Land.